Hallo, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt, wenn wir uns einem weiteren Thema betreffend was Zeugen Jehovas glauben und was die Bibel dazu sagt, widmen. Heute wollen wir uns mit dem göttlichen Namen beschäftigen, denn Jehovas Zeugen glauben, dass nur Jehova der richtige Name Gottes ist, mit dem wir ihn identifizieren können. Ich fragte mal eine Zeugin, ganz einfach, weil ich verstehen wollte, wie sie denken und was sie glauben. Ob für sie und ob bei ihnen der richtige Name von Gott heilsentscheidend ist. Ihre prompte Antwort darauf war ja. Nun, mein Gesichtsausdruck darauf hatte sie wahrscheinlich etwas irritiert, so als ob ich sie bei etwas ertappt hätte. Also fragte sie mich, wie ich das denn meine, mit heilsentscheidend. Und ich erklärte ihr meine Frage so. Ist der richtige Name von Gott zu wissen entscheidend, um errettet zu sein? Daraufhin bestätigte sie mir noch einmal mit einem Ja, dass das so ist. Ich fragte sie dann auch, ob sie mir in der Bibel zeigen kann, wo das so geschrieben steht, denn mir kam da nur folgender Vers in den Sinn. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In Vers 10 erfahren wir, dass dieser Name Jesus Christus ist. Die Bibel sagt uns also, dass Rettung nur im Namen von Jesus ist. Wenn ihr mit ihnen diesen Bibelvers gelesen habt, werden sie sicher mit Aussagen kommen wie die, dass Jehova die Menschen natürlich dadurch gerettet hat, indem er für uns seinen Sohn opferte. Oder sie werden argumentieren, dass es viele Menschen in der Welt gibt, die auch Jesus heißen. Doch nur weil jemand Jesus heißt, heißt das nicht, dass es der Jesus aus der Bibel ist. Dieser Bibelvers macht es schon sehr deutlich, dass wir nur im Namen Jesus Christus gerettet sind. Matthäus 1, Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und auch in der Apostelgeschichte wieder, in Kapitel 10, Vers 43, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Und auch hier ziemlich deutlich, Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, Vers 10. In der Neuen Weltübersetzung liest sich dieser Bibelvers so. Gerade aus diesem Grund hat Gott ihn in eine übergeordnete Stellung erhöht und ihm gütigerweise den Namen gegeben, der über jedem anderen Namen ist. Merkt ihr den kleinen, aber feinen Unterschied? Schauen wir uns den Bibelvers in der Königreich Interlinearübersetzung der griechischen Schriften einmal an. Denn dort sehen wir, dass ebenfalls über allen und nicht über jeden anderen Namen steht. Und hier nochmals derselbe Vers. Darum hat Gott ihn hoch erhöht und gegeben ihm einen Namen über allen Namen. Es ist ein Unterschied, ob man sagt über jeden anderen Namen, das kann jeder andere Name außer Jehova andeuten, und wenn man sagt über alle Namen, denn das schließt den Namen Jehova mit ein. Werfen wir einen Blick auf ihre Webseite, um zu sehen, wie sie die Wichtigkeit des Namens Jehova erklären. Wer ist Jehova? Durch die Bibel erfährt man, dass Jehova der Eigenname Gottes ist. Schauen wir uns 2. Mose 3, Vers 15 an, einmal in ihrer Übersetzung. Dann sagte Gott noch einmal zu Moses, sagt zu den Israeliten, Jehova, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so soll man mich von Generation zu Generation in Erinnerung behalten. Der Name Jehova oder Jahwe bedeutet eigentlich nicht mehr, als dass er existiert. In 2. Mose 3 lesen wir in den Versen davor die Erklärung zu dem Namen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und sie ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden,
Was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Es geht hier um viel mehr als um einen Namen, der aus 4 Buchstaben besteht, bekannt als das sogenannte Tetragramm. Es geht darum, wer Gott ist, und dem Mose erklärt dieser Gott, dass er ist. Seht ihr, dass der Name ihm eigentlich einfach nur beschreibt, wer Gott ist, nämlich der Seiende? Dazu kommt, dass Gott in der Bibel mit vielen Namen bezeichnet wird, wie zum Beispiel Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh Zebaoth. Das sind alles Namen, die ebenfalls gebraucht werden und ihn als Gott bezeichnen. Es ist also nicht so, dass ab der Begegnung von Mose mit Gott beim brennenden Busch von da weg nur noch allein die 4 Buchstaben Jahwe als Name für Gott verwendet werden durften. Vielmehr sehen wir das als Respekt darüber, diesen Namen nicht zu missbrauchen, so wie es im 3. Gebot der 10 Gebote geschrieben steht, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, man diesen Namen vermieden hatte, um nicht dieses Gebot zu übertreten, und so wurde seine Aussprache im Judentum schon relativ früh gemieden. Und deswegen hat man statt des Gottesnamens Adonai, mein Herr, gelesen. Luther folgte der jüdischen Tradition und gibt das Tetragramm mit Herr wieder und bestimmt damit die protestantische Haupttradition. Unter verbreitete Irrtümer über den Gottesnamen in der Bibel schreiben sie auf ihrer Webseite, dass es ein Fakt wäre, dass die meisten Bibelübersetzer den Namen willkürlich entfernt haben. Doch, wie wir gerade festgestellt haben, geschah das nicht willkürlich, sondern die Aussprache des Tetragramms wurde schon damals bei den Juden gemieden, und zwar aufgrund dessen, dass man das 3. Gebot nicht übertreten wollte, womöglich den Namen Gottes zu missbrauchen. Doch wer sich etwas auskennt, weiß, dass überall, wo in der Bibel Herr in Großbuchstaben steht, diese 4 Buchstaben vorkommen. Dabei sei erwähnt, auch nicht dessen Aussprache Jehova, sondern das Tetragramm, die 4 Buchstaben JHWH stehen geschrieben. Schließlich geben sie auch selber zu, dass die ursprüngliche Aussprache des Tetragramms unbekannt ist. Sie ging verloren. Im Neuen Testament bezeichnet Jesus Gott als Vater, griechisch Pater. Ebenso die Apostel. Nur bei einer einzigen Begebenheit hat Jesus den Vater mit Gott angerufen, und zwar am Kreuz, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und selbst da hat er nicht das hebräische Wort JHWH oder die Aussprache Jehova gebraucht. Vielmehr sehen wir, dass er immer wieder von Gott als seinem Vater sprach. Und als die Jünger ihn fragten, wie wir zu Gott beten sollen, sagte er ihnen, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn wir zu Gott beten, sollen wir ihn unseren himmlischen Vater nennen, dessen Namen geheiligt werden soll. Er sagt ihnen nicht, nur Jehova ist mein Name, oder du darfst nur in dem geheiligten Namen Jehova beten oder mich anrufen. Das ist nicht das, was er hier sagt, sondern ganz einfach, dass sein Name, und in der Bibel steht der Name für den Charakter, geheiligt werde. Wie wird sein Name geheiligt? In Johannes 17 können wir das lesen, wo Jesus zum Vater spricht, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Wie tat er das? Durch sein Leben, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Mit anderen Worten, wenn wir sein Wort bewahren und in der Wahrheit bleiben, sein Wort ist Wahrheit, zeigen wir damit, dass wir seinen Namen heiligen. Es geht um viel mehr als um einen Namen oder dessen Aussprache. Es geht darum, an wen wir glauben. Weiter schreiben sie,
unter verbreitete Irrtümer über den Gottesnamen in der Bibel. Irrtum: Man sollte die Tradition der Juden berücksichtigen und den Gottesnamen aus der Bibel entfernen. Fakt: Zwar haben sich viele jüdische Gelehrte geweigert, den Gottesnamen auszusprechen, aber sie haben ihn nicht aus der Bibel entfernt. Ungeachtet dessen, für Gott wäre es niemals ein Argument, seine Gebote wegen menschlicher Traditionen zu brechen. Nun, im hebräischen Text stehen ja diese 4 Buchstaben für den Namen Gottes, ungeachtet dessen, wie man sie ausspricht. Doch wie kann man ein Wort ins Deutsch oder in irgendeine andere Sprache übersetzen, wenn dessen Aussprache unbekannt ist? Wie soll das gehen? Schließlich geben sie ja selber zu, dass die ursprüngliche Aussprache verloren ging. Demnach ist die Übersetzung des Tetragramms mit Jehova ja auch nicht richtig, da unbekannt. Dann schreiben sie noch, dass es für Gott niemals ein Argument wäre, seine Gebote wegen menschlichen Traditionen zu brechen. Dem stimme ich zu, nur leider halten sie sich selber nicht daran. Denn sie geben ja selber zu, dass der Gebrauch von Jehova für das Tetragramm auf einer Tradition beruht. Der Gottesname Jehova ist die deutsche Übersetzung der 4 Buchstaben JHWH, Tetragramm genannt. Wie der Name in Hebräisch genau ausgesprochen wurde, ist nicht bekannt. Die Aussprache Jehova hat im Deutschen allerdings eine lange Tradition. Hier geben sie selber zu, dass wohlgemerkt die Aussprache Jehova, nicht die Schreibweise des Tetragramms auf einer langen Tradition beruht. Lasst uns also auf die Spuren dieser Tradition gehen und schauen, wo deren Ursprung sich finden lässt. Denn im Gegensatz zu einem Zeugen Jehova, der nicht zu der kleinen Gruppe von Männern genannt, der treu und verständige Sklave gehört, und dem es dadurch nicht erlaubt ist, die Bibel persönlich zu studieren, haben wir die Freiheit und das Privileg, eigenständig Gottes Wort zu studieren und ihn um Weisheit zu bitten. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbittet er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Auf bibelwissenschaft.de lesen wir: Im Mittelalter beginnt man die Schreibung Jehova fälschlich nicht mehr als Adonai Herr, sondern als Jehova zu lesen. So im 13. Jahrhundert der Dominikanermönch Raimundus Marti. Und Erasmus gibt den Gottesnamen mit Jehova wieder, weil er diese Lesart für ursprünglich hält. Demgegenüber folgt Luther der jüdischen Tradition und gibt das Tetragramm mit der Herr in Großbuchstaben wieder und bestimmt damit die protestantische Haupttradition. Heute findet sich die Namensform Jehova noch bei den Zeugen Jehovas, die sie in ihren Bibelübersetzungen weiterhin verwenden. Auf Wikipedia erfahren wir, dass Raimundus Marti, einem katholischen Orden angehörte, eine judenfeindliche Tendenz hatte und dass die Schreibweise Jehova auf ihn zurückzuführen ist. Selber geben sie auch zu, dass der Name Jehova erst ab dem 14. Jahrhundert volkstümlich wurde. Während sie also aus der richtigen Bezeichnung für den Namen Gottes ein Gebot Gottes machen, folgen sie damit gleichzeitig nur einer menschlichen Tradition. Zusammenfassend konnten wir in Bezug auf den Namen Gottes also Folgendes feststellen. Der Name ist für viele Jehovas Zeugen heilsentscheidend, obwohl uns die Bibel sagt, dass wir nur im Namen Jesu Christi gerettet werden können. Auch findet sich in der Bibel kein Vers, der diese Lehre bestätigt. Vielmehr sehen wir, dass die ursprüngliche Aussprache des Tetragramms, griechisch 4 Buchstaben, unbekannt ist, die Schreibweise jedoch nicht. Trotzdem gebrauchen die Zeugen Jehovas in ihrer Bibel nicht die 4 Buchstaben JHWH, sondern Jehova und folgen damit einer menschlichen Tradition, deren Ursprung auf einen katholischen Dominikanermönch namens Raimundus Marti zurückzuführen ist. Wenn sich für euch also mal die Gelegenheit ergibt, mit Jehovas Zeugen ins Gespräch zu kommen, könnt ihr ihnen ja diese Fragen stellen. In welchem Namen werden wir gerettet? Jehova oder Jesus? Ist die Schreibweise des Tetragramms im Hebräischen bekannt? Ja. Ist die genaue Aussprache des Tetragramms bekannt? Nein. Wie begründet ihr dann den Gebrauch von Jehova in eurer Bibel für die Schreibweise, wenn doch die Aussprache von Jahwe schon sehr früh verloren gegangen ist?
und der Gebrauch von Jehova auf einer Tradition beruht. Macht sie darauf aufmerksam, dass auf ihrer Webseite selber geschrieben steht, dass der Gebrauch von Jehova nicht auf der Bibel, sondern auf einer langen Tradition begründet ist, von der wir nun wissen, dass sie auf einen katholischen Mönch namens Raimundus Mardi zurückführt, der im 13. Jahrhundert lebte und die Tendenz dazu hatte, judenfeindlich zu sein. Alles, was wir tun können, ist ihnen Fragen zu stellen, damit sie selber darüber nachdenken können, was sie eigentlich glauben. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.